Als ich als junger Metalhead nicht nur länger einfach den wunderbaren Sound gehört habe, sondern auch den Weg in die Szene gefunden habe, da habe ich sofort gemerkt, das Bier ist zwar allgegenwärtig, aber es gibt da auch noch den süßen Trunk, wo die starken Wikinger aus ihren Trinkhörnern kredenzen. Sofort habe ich mir natürlich auch ein Trinkhorn für ein Met angeschafft. Aber wisst ihr eigentlich, wie der Met in Metal gefunden hat? Wo einmal ein Metaller vom Bier schon ein bisschen genug am Helm hatte und seine Zunge schon ein bisschen lahm war, da hat er im Moshpit anstatt «Metal, Metal» nur noch «Met, Met» grunzt. Der Rest ist Geschichte. Apropos Geschichte. Historisch gesehen ist der Honigwein eines der ältesten alkoholischen Getränke der Menschheit. Älter als Wein und Bier. Man findet anscheinend Spuren zurück bis 7000 vor Christus. Und so haben ja schon die alten Römer ihre Art von Met kennt. Mulsum haben sie ihn genannt. Und darum trägt das Heavy Sanctum Spezial hier in Lenzburg in der Metbahn natürlich auch den Untertitel Mulsum. Anders als bei den Römern finden wir in der Bibel zwar keinen Beleg für ein Met, aber die Zutat Honig, über die gibt es einen Haufen zu entdecken. Und auch gerade ausdrücklich in seinem flüssigen Zustand. Flüssiger Honig, ich denke, das hat auch mit den Temperaturen im vorderen Orient zu tun. Und für so eine Honiggeschichte reisen wir zurück in die Zeit, wo das Volk Israel von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden ist. Nach 40 Jahren nomadischem Leben in der Wildnis, da stehen sie jetzt am Rand vom verheißenen Land. Und ihre grosse Anführer, der Mose, weiss, dass jetzt sein Ende gekommen ist. Und er ruft das Volk noch einmal zusammen und er ruft ihnen die Leitlinien in Erinnerung, die sie für ein gelingendes Leben von Gott bekommen haben. Und er stimmt das letzte Lied an, wo er die Geschichte vom Volk mit Gott noch einmal Revue passieren lässt. Der Jan liest uns jetzt Teile aus dem Abschiedslied von Mose, aus dem 32. Kapitel vom 5. Mosebuch. Ich will preisen den Namen Jehovas, des Herrn. Er ist der Fels. Er ist ein treuer Gott. Niemals betrügt er. Gerecht und rechtschaffen ist er. Erinnere dich an alles, was früher war. Lerne aus der Geschichte der Menschheit. Jahwe, der Herr, fand sein Volk in der Wüste, in der öden Wildnis, wo die Tiere heulen. Er führte es über die höchsten Berge und ernährte es mit den Früchten des Landes. Er ließ es Honig saugen aus Felsen und Öl aus hartem Gestein. Das feinste Mehl des Weizens gab er dir. Traubenblut hast du getrunken, feurigen Wein. Doch davon wurdest du fett und bockig. Du hast den Fels verlassen, ihn, der dich zeugte. Du hast den Gott vergessen, der dir das Leben schenkte. Ich hatte das Gefühl, es wäre richtig, dass wir uns am Anfang des neuen Jahres mit dem Honig aus dem Felsen beschäftigen. Ja, das Bild vom Honigtrinken, für viele von uns könnte das wichtig sein in dem neuen Jahr, das abgebrochen ist. Um was geht es da? Honig aus dem Felsen steht als Bild für die Versorgung von Gott. Und die süßen Momente, wo man plötzlich an den unerwartetsten, kargsten Orten findet. Ganz so wie die Israeliten die Versorgung von Gott in der felsigen Wildnis erfahren haben. Mit Honig, der nährt, stärkt und erfreut. Ich denke, im Bild vom Honig aus dem Felsen da kommen zwei Erfahrungen vom Volk Israel zusammen. Eine natürliche und eine wundersame Erfahrung. Zuerst zu der natürlichen Erfahrung. Ich stelle mir vor, dass sie beim Umeinanderziehen in der Wildnis immer mal wieder in Felsspalten wilde Bienenstöcke gefunden haben. Manchmal ganz unerwartet.
Aber sie haben sicher gelernt, dass es sich lohnt, bei den Felsformationen Ausschau zu halten nach diesen Nestern. Und dann, was für ein wunderbarer Moment, wenn das süße Gold über ihre Lippen geflossen ist. Honig aus den Felsen. Und gerade weil die Art vom Versorgtwerden eine natürliche ist, ja sogar ein Versorgtwerden, wo ganz grundlegend unser Mitschaffen dazu braucht, oder? Wenn man da den Honig aus den Felsen nehmen muss, ist auch ganz leicht, den Ursprung von allem zu vergessen. Oder auch wenn wir die Augen nach den Bienenstöcken in den Felsspalten müssen offen haben und den Honig dann auch noch in gefährlicher Handarbeit müssen gewinnen, dann ist es trotzdem nicht unser Verdienst. Die Grundlage von unserem Leben schaffen wir nie selber. Wir leben von den Grundlagen, die Gott geschaffen hat und die Welt, die er täglich unsichtbar erhaltet. Und darum die Warnung als Volk und indirekt eben auch an uns, den Wohlstand lässt Gott leicht vergessen. Und es scheint gerade in unseren Breitengraden, ob wir ganz auf eigenen Beinen würden stehen. Wir haben das Gefühl, oder, wir können alles selber. Aber das ist eine Illusion. Darum der erste Anstoß für das neue Jahr: Bist Gott, dem Schöpfer, dankbar für alles, was du hast. Wenn du wunderbare Honig aus dem Felsen trinkst, denk daran, woher er letztlich kommt. Und sag Danke. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Der Mose redet hier vor dem Hintergrund von 40 Jahren Wildniserfahrung. Wüste, Steppen, da ist es karg, da fehlt vieles. Und vielleicht erlebst du persönlich gerade so eine Wüste. Oder du wirst in diesem Jahr noch ungefragt in eine Ödnis geführt werden. Vielleicht weil plötzlich materiell knapp ist, Geld fehlt. Oder emotionale Nähe mit deinen nächsten Mitmenschen, die nicht möglich ist. Echte Freunde, die mangelbar sind. Oder das Futter für einen Geist, der fehlt, bei der Arbeit. Oder bei der rund um die Uhr Betreuung der Kleinkinder. Das Intellektuelles Gegenüber auf Augenhöhe, das du nicht hast. Oder körperliche Nähe, die du dir wünschst. Sehnsucht nach Berührung, die nicht gestillt wird. Wüste, Steppen, öde Wildnis. Das Bild vom Honig aus dem Felsen lädt uns ein, im neuen Jahr auch in diesem Moment die Versorgung von Gott zu erwarten. Materiell, emotional, intellektuell, körperlich. Dass er unseren Mangel füllt und unseren Durst stillt mit Honig aus dem Felsen. Wenn wir den Mangel spüren, ist ja die Versuchung für uns alle riesig, an den falschen Orten versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen. Aber wirklich sättigt, da werden wir nur mit Honig vom rollenden Rock in der Wüste, Jesus Christus. Ja, wieso rollender Rock? Der Paulus, der Apostel, sagt im 1. Korintherbrief mit Blick auf die Wüstenwanderung, nämlich, dass Gott als wandelnder Felsen mit auf der Reise dabei war. Das ist eine crazy Vorstellung. Aber zumindest als Bild ist es total hilfreich. Das heisst nämlich, du musst nicht rumsäckeln und die Felsen mit dem Honig mühsam suchen, sondern der Felsen mit dem fließenden Honig ist mit dir unterwegs in der Wüste. Also egal, wo du gerade wirst sein im neuen Jahr und egal, wie öd die Wüste um dich herum gerade ist, der Felsen mit dem fließenden Honig ist unsichtbar an deiner Seite. Du musst dich nur öffnen für ihn. Aber die Erfahrung vom Honig in der Wüste, die der Mose in seinem Lied besingt, die war beim Volk Israel auch eine ganz konkrete. Und eben nicht nur eine natürliche, mit dem Wildhonig in den Felsspalten, sondern auch eine wundersame Versorgungsgeschichte. Und so lassen wir doch noch, was der Mose über die wundersamen Ereignisse berichtet, wo das Volk in der Wüste kurz vor dem Hungertod gestanden ist, was dort passiert ist. Jan liest uns aus dem 16. Kapitel vom 2. Mosebuch. Der Herr sagte zu Mose: Ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Am Morgen, als der Tau weg war, lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines. Es war körnig und fein wie der Reif auf der Erde. Die Israeliten sahen es und sagten zueinander: Was ist das?
denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagte zu ihnen: Niemand soll etwas davon bis zum Morgen aufheben. Es gab aber einige, die nicht auf Mose hörten und etwas bis zum nächsten Morgen aufhoben. Aber dann war es von Würmern befallen und stank, und Mose wurde zornig auf sie. Morgen für Morgen sammelte jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Doch sobald die Sonnenhitze aufkam, zerschmolz es. Die Speise war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honiggebäck. Die Israeliten nannten sie Manna. Manhu. Manhu ist hebräisch für «Was ist das?» Und so ist aus dem verwendeten, verwunderten Ausruf von den Israeliten dann auch ein geflügelter Name geworden, eben Manna. Was ist das? Das weisse Etwas hat wie Honig geschmeckt und ist in der Sonne verlaufen, flüssig geworden. Die Israeliten haben damals in der Wüste von Gott täglich eine Art Honig zu essen bekommen. Für uns in diesem neuen Jahr dürfen mir 3 Sachen wichtig zum Manna. Erstens, Gott versorgt uns also nicht nur auf natürlichen Wegen, sondern hat auch Wege, die über unser Verstehen ausgehen. Und um diese Art von Versorgung dürfen und sollen wir genauso beten, wie dass wir unsere eigenen Hände brauchen sollen, um das zu tun, was wir selber können. Zweitens, das himmlische Honigbrot, das kann man ja eben nicht lagern. Es hebt nur für einen Tag. Und das ist jetzt entscheidend in der Beziehung mit Gott, wenn wir auf seine Versorgung bauen wollen. Es ist jeden Tag wieder ein neuer Schritt vom Vertrauen. Ein neuer Glaubensschritt, sich der Versorgung von Gott anzuvertrauen. Die haben wir nicht einfach im Sack. Es ist immer wieder ein Risiko. Man weiß nicht, was passiert. Das mutet uns Gott zu. Aber er hat uns versprochen, dass jeden Tag aufs Neue für uns sorgen wird. Materiell, emotional, intellektuell und körperlich. Und so ist es eben nicht umsonst so, dass uns Jesus im Unser Vater gelehrt hat, fürs tägliche Brot zu bitten. Wie beim Manna versorgt Gott uns nicht auf Vorrat, sondern nur Tag für Tag. Und darum habe ich es in der berndeutschen Version vom Unser Vater auch übertragen mit: Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Wir beten es ja dann noch. Jeden Tag eine neue Chance, Vertrauen zu üben. Und dann sehe ich noch für uns einen 3. Punkt bei diesem himmlischen Honigbrot. Am 6. Tag der Woche hat Mose nämlich noch eine zusätzliche Anweisung und Verheißung von Gott bekommen. Mose sagte zu ihnen: Morgen ist Ruhetag, der heilige Sabbat für den Herrn. Alles, was heute übrig bleibt, legt beiseite und hebt es auf für morgen. Und jetzt ist es eben anders. Am nächsten Morgen stank es nicht und es waren auch keine Maden darin. Man sieht auch, wie die wundersame Versorgung von Gott her auch mit dem Achten von seinen Geboten zu tun hat. Man kann nicht sagen, wenn du dich pingelig alle Gebote haltest, dann wirst du wundersam versorgt. Oder auch der Umkehrschluss stimmt nicht. Wenn du kein Wunder erlebst, dann ist mit deinem Leben und deinem Glauben etwas falsch. Nein. Aber es ist doch so, dass Gott auf eine geheimnisvolle Art und Weise segnet, dort, wo wir uns an seine Weisungen halten. Vielleicht kennen Sie die Story von meinen ersten 3 Jahren als Pfarrer. Dann, wo wir als junge Familie erst mit einem halben Lohn unterwegs waren. Nur eine halbe bezahlte Stelle, weil noch niemand bereit war, mich für die Arbeit in der Szene zu zahlen. Aber die Aufbauarbeit musste trotzdem gemacht sein. Alles ein Glaubensweg. Und dann nach dem ersten Jahr war die Frage, ja, spende jetzt trotzdem den ganzen 10. Teil von meinem Lohn, aber wenn wir es jetzt hinterste gemacht haben im letzten Jahr. Und dann zu erleben, wie nach der Überweisung im Januar postwendend das Kuvert mit einem tiefen 4-stelligen Betrag im Briefkasten gelegen ist. Ich weiss nicht von wem, aber irgendjemand hat den Impuls bekommen, wir haben nicht darüber geredet. Und dann ist es 3 Jahre hintereinander so passiert. Die Geschichte der Metal Church ist eine Geschichte vom Honig aus dem Felsen. Honey from the rock and roll.
Gott segnet auf geheimnisvolle Art und Weise immer wieder auch dort, wo wir uns an seine Weisungen halten. Mose sagte, 6 Tage lang sollt ihr sammeln, aber am 7. ist der Sabbat, da findet ihr nichts. Manna hat nur am 6. Tag für 2 Tage gehabt. Und vielleicht ist auch für dich im Neujahr das mit jedem 7. Tag, ein Ruhetag, ein Schlüssel, wie beim Manna. Der 7. Tag, ein Ruhetag, ein Schlüssel zum Honig im Felsen, dass du persönlich darfst anfangen, Versorgung von Gott erleben. Materiell, emotional, intellektuell oder körperlich. Wer weiß? Ich bin in den Vorbereitungen über ein neues neuseeländisches Kirchenlied gestogelt. Das Lied bringt all das, was ich bis jetzt gesagt habe, auf den Punkt. Aber weil es noch keine Metal-Version gegeben hat, hat mir eine liebe Version, eine Metalcore-Version promptet. Honey in the Rock. I keep finding, you keep giving, keep providing. I have all that I need, you are all that I need. I keep praying, you keep moving, I keep praising, you keep proving. I have all that I need, you are all that I need. I keep looking, I keep finding, you keep giving, keep providing. There's honey in the rock, water in the stone, manna on the ground, no matter where I go. I don't need to worry now that I know everything I need you've got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hands. Started flowing when you said it is done. Jesus, who you are is enough. How sweet
fassen noch einmal zusammen für das neue Jahr. Erstens, bist dem Schöpfer dankbar für alles, was du hast. Auch der süße Honig, den du mit Handarbeit in den Felsspalten sammelst, ist nicht dein eigener Verdienst. Wenn du wunderbaren Honig aus dem Feld trinkst, dann ist das nicht selbstverständlich. Denk daran, woher er letztlich kommt, und sag Danke. Zweitens, du musst nicht rumsäckeln und die Felsen mit dem Honig mühsam suchen, sondern der Felsen mit dem fließenden Honig, Jesus Christus, der rollende Rock, der ist unsichtbar mit dir unterwegs, auch in der Wüste. Öffne dich einfach für ihn. Und drittens, Gott versorgt nicht nur auf natürlichen Wegen, sondern hat auch Wege, die über unser Verstehen ausgehen. Und um diese Art von Versorgung dürfen und sollen wir genauso beten, wie das wir unsere eigenen Hände sollen brauchen, um das zu tun, was wir selber können. Und viertens, wie beim Manna versorgt Gott uns nicht auf Vorrat, sondern nur Tag für Tag. Es ist jeden Tag wieder ein neuer Schritt vom Vertrauen. Es ist immer aber auch ein Risiko darum. Aber er hat uns versprochen, dass jeden Tag aufs Neue für uns sorgen wird, materiell, emotional, intellektuell und körperlich. Und noch fünftens, Gott segnet auf geheimnisvolle Art und Weise dort, wo wir uns an seine Weisungen halten. Und darum die Frage ist vielleicht auch für dich im Neujahr, dass mit jedem 7. Tag, ein Ruhetag, ein Schlüssel für Honig im Felsen. Dass du persönlich darfst einfach Versorgung von Gott erleben. Wer weiß. Wir beten. Herr Vater im Himmel, wir haben anhand von dieser Geschichte vom Volk Israel gesehen, wie du unterwegs bist mit uns Menschen. Wir haben deine Verheißungen gehört, die drauf liegen, die wir dürfen für uns in Anspruch nehmen. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, die Augen offen zu behalten, uns dir zu öffnen, auch dort in der Wüste, wo es für uns wie Wüste aussieht, dass du uns führst, versorgst. Danke bist du, ein gnädiger, guter Gott, und weisst, was wir brauchen. Hilf uns auch dort auszuhalten, wo die Wüste ganz fest spüren. Aber dürfen wissen, dass du uns das gibst, was am Schluss nötig ist. Danke für das. Du sagst, mit Honig aus dem Felsen werde ich dich satt machen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.